Diese Reaction-Streamer und YouTuber gehen eindeutig zu weit. Ich bin im Thumbnail. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich für real nicht. Ja, natürlich reagiere ich. Aber, Digga, es gibt so viel mehr Leute, die viel mehr reagieren als ich. Guck an, Hugo. Wir pausieren mal kurz. Ich will gucken, was er sagt. Ich habe ein großes Problem, liebe Freunde, und zwar mein riesiger Penis. Ich meine natürlich Reaction-YouTuber und Streamer. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum ist denn Alpha Kevin bitte so doppelmoralisch unterwegs? Beschwert sich jetzt über Reactions, macht aber selber welche, um fett abzucashen. Und da habt ihr selbstverständlich komplett recht. Spaß, mir geht es natürlich in diesem Video nicht darum, dass ich Reactions schlecht finde, ganz im Gegenteil. Ich finde die Reaktionen von YouTubern und Streamern eigentlich ziemlich nice, nur der Umgang mit originalem Content ist für einige Reaction-Streamer wirklich unterirdisch. Da geht es darum, dass man Videos nicht verlinkt, teilweise Videos re-uploadet. Oh, fuck. Ja, okay, das ist da Punkt von mir. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich irgendwas verlinkt habe. Scheiße. Scheiße. Weil man nichts dazu beiträgt oder man reagiert auf Kritik damit, dass man seinen Kritiker einfach doxt, also seine Adresse leakt. Und da reden wir von einer YouTuberin mit 34 Millionen Abonnenten, die genau das gemacht hat. Also dieses Video wird wirklich etwas krank. Macht euch auf etwas gefasst, das wird ziemlich spannend. Und das Problem ist, bei diesem Video hier reden wir nicht nur vom internationalen Bereich, sondern vor allem auch von deutschen Streamern. Und ich hoffe, dass nach diesem Video der ein oder andere Reaction-YouTuber bzw. Streamer auf die Idee kommt, den Hersteller des Original-Contents einfach mal zu verlinken. Ja, verlinken, das ist ein L von mir, Digga, habe ich nie dran gedacht. Nie. Ihm ein bisschen Respekt zu zollen. Das gebe ich ihm. Digga, das ist keine, Hi Hugo, wie geht's dir so? Das ist jetzt keine Ausrede, ne, ich mach den Channel hier ja gar nicht, oder wird sowieso nicht mehr gemacht, das machen andere für mich, aber ich kann denen halt sagen, die sollen verlinken, aber hab ich nicht gemacht, meine Schuld. Ja, nix verlinkt. Ja, doch hier, @Celtics, aber nicht das Video. Hier, oder? Oh, Digga, hier dann doch nicht mehr reagiert. Verlinkt. Ja, was genau? Satter Hugo, okay, manchmal wird irgendwie weird was verlinkt, aber manchmal auch nicht, keine Ahnung. Ja, ne, meine Schuld. Das wäre auf jeden Fall schon ein guter Anfang. Beginnen wir nun also mit der deutschen Reaction-Szene. An und für sich feiere ich Reaction-Videos, wenn sie einen gewissen Mehrwert bieten. Also, wenn man wirklich mitbekommt, was für eine Meinung der Streamer gerade in der Hinsicht vertritt. Und dadurch kann man als Zuschauer etwas mitnehmen und man lernt den Streamer auch besser kennen und auch seine Ansichten besser kennen. Doch dann gibt es halt auch leider Reaction-Streamer wie Let's Hugo. Ich persönlich habe ihn auch schon ein paar Mal getroffen, wir haben miteinander gequatscht, ist wirklich ein super sympathischer Typ. Ändert aber nichts daran, dass ich einiges ziemlich uncool bei seinem Reaction-Content finde. Starten wir da einfach mal rein. Let's Hugo hat einen Reaction-Kanal mit über 60.000 Abonnenten, macht dort aber jetzt nicht übertrieben viel Content, sondern da kommt jede Woche mal ein Video online. Als ich mir dann mal so ein paar Videos von ihm angeschaut habe, kam es mir so vor, als wolle er bloß reacten, weil er auf Klicks bzw. auf Geld aus ist und eigentlich hat was ist jetzt los, Digga? daran vielleicht gar nicht so viel Spaß. Denn auch wenn das Gesagte vielleicht lustig klingen mag, steckt in diesen Aussagen einiges Wahres drin. Er hat dich, das ist, da kann ich jetzt schon sagen, kompletter Bullshit. Bro, mein Cutter, ich mache jetzt einen Screenshot, mein Cutter hat sogar, warte mal, hier, er hat sogar geschrieben zu mir gehabt, hier, Digga, hier ist es, hier, perfektes Beispiel. Perfektes Beispiel, Digga, warte. Ah, Mann, ich kann jetzt Küche machen. Snipping-Tool. Hier. Digga, als hätte ich gewusst, dass so ein Video kommt. Hier. So, heute kommt jetzt täglich wieder, aber reagier mal bitte auf die ich empfohlen habe. Braucht auch, glaube ich, nicht mehr rumexplodieren, wenn das weiter alles so klappt wie vorhin, boomt alles nochmal insane, aber wichtig auch, dass dann da Nebelnick etc. vorkommt. Aber wenn du keinen Bock hast, auf ihn zu reagieren, dann auch nicht schlimm. Habe ich geschrieben, ja, reagiere nur, wenn ich halt Lust habe, nicht auf Krampf. Ich reagiere nur auf Sachen im Stream, wenn ich wirklich Bock drauf habe. Digga, ich habe noch nie in meinem verfickten Leben auf irgendwas reagiert und dann im Hinterkopf gehabt, oh, das wird ein geiles Reaction-Video. Außer, aber da seid ihr mitschuld, Knuspertoast. Da habt ihr sehr gepusht, dass ich mir das anschauen soll. Aber Knuspertoast waren die Videos halt auch alle funny. Da habe ich mir das auch sehr gerne angeschaut. Aber ich habe noch nie mir irgendein Video angeschaut und dachte mir, Digga, ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf zu reagieren. Und es war auch Content. Aber sonst habe ich noch nie reagiert, obwohl ich gar keinen Bock hatte. Aber ich guck mal, was er jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, was er jetzt hier macht. Content, Digga, abfahren. So, aber ich habe gesehen, es gibt ein Baba-Video, glaube
Hab ich wieder. Free Content. Abfahrt. Ich muss kurz Content machen. Digga, oh mein Gott. Ich hab nichts gegen Alpha Kevin, aber Bruder, er sagt, ich würde nur darauf reagieren für Geld. Digga, das ist halt einfach Content, was soll ich denn sagen? Hä? Natürlich ist das Content. Gerade in der letzten Aussage ist viel Wahres dran und dazu kommen wir jetzt. Den Content klauen bedeutet ja so viel wie... Content ist Geld. Ja, okay, Digga, da macht ja jeder Streamer nur wegen Geld, hä? Hier, ey, yo, ich habe deinen Content gefunden, den nehme ich jetzt einfach und dann lade ich das auf meinem Kanal hoch. Und ich selbst hätte damit natürlich gar kein Problem, wenn man das normal angeht. Also, man pausiert regelmäßig, man gibt seinen Senf dazu und bietet dadurch einen gewissen Mehrwert und dadurch können die Zuschauer sich auch besser mit dem Streamer identifizieren. Außerdem gehört zu einer normalen Reaction natürlich auch dazu, dass man das Originalvideo verlinkt, weil alles andere wäre ja so... Das mit dem Verlinken, das gebe ich zu, 100% L von mir. Ich hab da einfach nicht dran gedacht, Digga, das ist scheiße von mir. Ich denk da gar nicht mehr dran. Das ist von mir, das werde ich auch ändern jetzt. Sorry, das ist sonst auch ein bisschen Quatsch. Doch bei Hugo sieht das leider sehr oft sehr anders aus. Es kommt zwar manchmal vor, dass er auch etwas in den Videos sagt, was auch Sinn ergibt und er auch manchmal die Creator verlinkt, aber viele Videos auf seinem Kanal sehen leider auch so aus, dass er rein gar nichts davon macht. Beginnen wir einfach mal mit der Reaction auf Jules, der ja wirklich unfassbar aufwendige Videos macht und gerade da sollte man vor allem Credits geben, weil der Typ halt wirklich viele Stunden Arbeit reinsteckt. Hier reagierte Hugo auf das Video zu den antiken Memes, welches original 22 Minuten und 28 Sekunden geht. Seine Reaction geht aber gerade mal 25 Minuten. Digga, bei Jules, da kann man nicht viel sagen, Bro. Bei Jules kann man nicht viel sagen. Da passiert die ganze Zeit irgendwas. Digga, da kann man nicht viel sagen. Was willst du da sagen, Bro? Da passiert die ganze Zeit Content. Genauso wie bei Satter Hugo. Bei Satter Hugo passiert so viel so schnell, da kannst du nicht einfach irgendwas sagen. Das geht halt nicht. Wir haben als Zuschauer kaum eigenen Input, weil wie ist das auch möglich, wenn man nur 2 Minuten darüber halt noch irgendwas redet. Und in der Videobeschreibung ist nicht mal das mit dem Verlinken ist scheiße, ja, ist Kacke von mir. Das stimmt. Video von Jules verlinkt, der dort ein riesiges Banger-Ding rausgehauen hat. Finde ich uncool, denn wenn man schon relativ wenig zu so einer Reaction beiträgt, dann sollte man wenigstens das Originalvideo verlinken, um den Originalhersteller ein wenig zu pushen oder Aufmerksamkeit zu geben. Das gleiche machte er dann auch vor kurzem bei der Reaction auf Two Bored Guys zur Deutschen Bahn. Seine Reaction ging gerade mal 13 Minuten 23 und da... Wer hat den dicksten Schwanz? In Twitch Deutschland, Digga, dieser Titel, Bro. Oh, fuck. Und das bei einem Video, welches 11 Minuten 38 geht. Also keine 2 Minuten hat er Input gegeben. Nein, das ist halt auch... Da frage ich mich, ob das... Ich weiß jetzt auch, was ich sage, aber ich glaube, er hat das Video nicht gesehen. Weil es ging, glaube ich, gar nicht um... Es ging, glaube ich, überhaupt nicht ums Video da. Weil wir haben da Leute angerufen, glaube ich. Schwanz haben. Ich würde sagen, dass ich den Links... Ja, guck. Boah. Es geht überhaupt... Er hat das Video nicht geschaut, Bro. Ey, das macht mich sauer, Digga. Das macht mich sehr sauer jetzt. Digga, er hat das Video nicht geguckt. Wir haben... ja, hä? Okay, ich check aber auch gar nichts mehr. Auf jeden Fall haben wir... okay, jetzt weiß ich gerade selber nicht. Aber mehr als die Preise haben wir... So, ja. Ja, aber das kann... Da kann ja irgendwas nicht stimmen. Also, da wurde halt einfach vom Video rausgecuttet. Vielleicht kann man auch hier sagen... Ja, eben, Digga, bei Jules Video kann man nicht viel sagen halt. Das geht nicht. 23 wird. Oder scheiße, jetzt habe ich geskippt. Das war's. In der Beschreibung ist natürlich auch wieder kein... Warte. Ohne Spaß, ich hab den noch gemessen. Ja, danke. Bitte. Ja, hier, guck, wir haben das Video gar nicht geguckt. Dann... Ich hab komplett vergessen. Nee, warte mal. Hä? Warte mal, wir hatten den... Bahner MK. Unter einem TikTok werden neue Battle-Partner gescoutet, die... Digga, mir fällt gerade auf, dass das Video sowieso komplett... Ich check gar nichts, Digga. Wer hat den dicksten Schwanz in Twitch Deutschland? Digga, ich schau mir ein Video an über Deutsche Bahn, Bruder. Ja, auf jeden Fall geht's halt eigentlich... ja, keine Ahnung, das ist das Video scuffed. Ich habe selber keine Ahnung. Eine Verlinkung zum Originalvideo zu sehen. Er reagierte dann außerdem noch auf die YouTuberin Sofodov. Also ich kenne die jetzt nicht, aber ich glaube, sie wird so ausgesprochen. Also hoffe ich zumindest mal. Seine Reaction ging ganze 25 Minuten 44 auf ein 23 Minuten 11 Video, wo er also auch nur 2 Minuten beisteuerte, obwohl man dort so viel mehr hätte sagen können. Das Video wurde ebenso nicht verlinkt, obwohl der Aufwand... Mann, aber Digga, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, müsste ich jetzt nachschauen, aber Digga, meine Videos werden auch gecuttet, Bro. Das wird runtergecuttet. Ich weiß, ich kenne das Video nicht. Ich guck mir, wie gesagt, ich mache die Videos da nicht. Das wird alles gemacht. Aber Digga, das wird doch runtergecuttet, Bro. Ey, Cuties. Obwohl, nee. In die DMs ich glaube auch nicht. Keine Crush.
Ich schaue immer, ob es. Warum hätte ich das wie nennt man Das müsste jetzt von euch jemand durchgucken, ne? Bruder, ich habe jetzt gar keinen Bock. Brüste. Bruder, warum bin ich, warum bin ich nackt? Aber eigentlich sage ich, bei solchen Videos pausiere ich sehr oft, eigentlich. Aber du cuttest ja nicht aus dem Content, den du schaust, raus, beziehungsweise den Content aus dem Video. Doch, Digga, der Cutter, der das cuttet, der hat auch schon öfter vom Video einfach irgendwas rausgecuttet, wo wir drauf reagieren. Macht man nicht, aber ist bei uns so. Also der cuttet manchmal einfach irgendwas raus aus dem Video, weil es halt, keine Ahnung, juckt. Echt? Warum? Ja, Aber ich ja, hab- jemand müsste von euch jetzt das Video gucken, um zu gucken, ob da irgendwie, ich habe keine Ahnung, ob das runtergecuttet wurde. für so ein Video wirklich immens groß ist. Auch reagierte er auf ein 8-Minuten-Video von dem YouTuber BrawlFox und seine Reaction ging gerade mal nur 9 Minuten. Also Da habe ich auch durchgeskippt, glaube ich. Das war von BrawlFox, oder? 8-Minuten-Video von dem YouTuber BrawlFox und seine Absturz von Dream. Sagt er doch? Ich habe gar nicht zugehört. Reaction ging gerade mal nur 9 Minuten. Also effektiv 1 Minute Hat er drauf. nicht. YouTuber Bro fand für so ein Video wirklich immens groß ist. Auch reagierte er auf ein 8-Minuten-Video von dem YouTuber BrawlFox und seine Reaction ging gerade mal nur 9 Minuten. Wo? Video, wo er also auch nur 2 Minuten beisteuerte, obwohl man Hä? dort so Hat er viel gar mehr nicht hätte gesagt? sagen können. Das Video wurde ebenso nicht verlinkt, obwohl der Aufwand für so ein Video wirklich immens groß ist. Auch reagierte er auf ein 8-Minuten-Video von dem YouTuber BrawlFox und seine Reaction ging gerade mal nur 9 Minuten. Also effektiv 1 Minute drauf reagiert. Das Ach so, Digga, ich red vom runtergecuttet, Jungs. Ich red vom runtergecuttet. Das Video ist 100% runtergecuttet. in Minecraft im Astro. Und wie man so schön Oh, sagt, obwohl. das führte dazu, dass sich für die nächsten Videos von Dream Nee, okay, weniger doch nicht. Leute GG. gerechnet hat, ihm die eigentlich relativ egal sind. Nee, hier aber ist nicht nur sich einen runtergecuttet. Kostphysiker verfassen wollte. Schon wegen ihm Welt. Bildet sich das immer. Während seines Hypes war Dream nicht immer frei von kritischen wichtigsten Mob. Wäre das immer noch was auf seiner Seite? Aufmerksamkeit. Oder hier habe ich ja gar nichts gesagt, Digga. What the fuck? Okay, mein Fehler, Bro. What the fuck? Digga, hier habe ich überhaupt nichts gesagt. Heiliger Bimbam. Das gleiche auch bei Marvin, nur dort halt mit Verlinkung. Dort ging die Reaktion von Hugo 11 Minuten 52 bei einem Video, welches original 11 Minuten und 3 Sekunden ging. Also, da gab es einen Input von effektiv 49 Sekunden und das geht immer weiter und weiter auf seinem Kanal. Das ist so eine Endlosschleife. Sei es bei Sofodov oder wie auch immer sie genannt wird, bei welchem bei einem 25-Minuten-Video gerade mal 27 Minuten drauf reagiert wird oder bei einer Reaction von Dave, bei welchen er gerade mal effektiv 30 Sekunden selbst bei... Na, Digga, das kann aber auch, das kann nicht sein, Bro. Das kann nicht sein. Das wurde 100%, ich sag, das wird 100% runtergecuttet, weil ich so oft mir ein Video anschaue, dann über irgendwas rede und dann in diesem Thema so hart drin bin, dass ich irgendwie 10 Minuten nicht mehr aufs Video reagiert habe, weil wir irgendwas anderes gemacht haben. For real, das kann nicht sein. Das wird rausgecuttet immer. 100%. Man müsste sich mal alle Videos anschauen. Das wird 100% rausgecuttet. Digga, ich pausiere so oft in Videos, aber auf YouTube wird das einfach runtergecuttet. beigesteuert Ich hat. mach die Das ganze Zeit so Sidequests und sowas. ist mir halt immer und immer wieder aufgefallen. Und ich denke, wir wissen alle, dass das jetzt nicht so nice ist. Also, ich habe wirklich absolut gar kein Problem damit, wenn man mal eine Verlinkung vergisst. Weiter geht's oder im wenn Let's man mal Play. zu einem 4a war Video der nicht Faker, so 4a Und war der davon keine Faker. Highlights gemacht zum Runterladen? Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube aber nicht. Warte, ich guck mal. Jungs, Post-Trip, maybe wurden Highlights gemacht und dann können wir die wahre Länge sehen. Ja, das ist schon so lange her, Digga. Problem damit, wenn man mal eine Verlinkung vergisst oder wenn man mal zu einem Video nicht so viel beisteuern kann, weil man vielleicht keine Ahnung von dem Thema hat. Ist ja alles gar kein Problem. Aber hier ist es halt auffällig, dass das ziemlich oft passiert und ich könnte jetzt noch Dutzende weitere Beispiele bringen und man kann hierbei halt leider wirklich von Content-Klau reden. Also Ja, aber das sind alle Reactions. das ist Sag wie ich. ein Re-Upload, nur dass man halt zwischendrin mal lacht. Nur, dass der originale Ersteller halt keinen Klick darauf bekommt. Denn durch die fehlende Verlinkung gibt man demjenigen noch nicht mal Credits. Also Und bis dadurch jetzt kann ich sagen, dieses Verlinkung-Ding, 100% mein Fehler. Hätte ich dran denken müssen. Werde ich auch Cutter Bescheid sagen, dass sie das jetzt machen sollen. Dass ich keinen Input gebe, sage ich kompletter Bullshit. Vielleicht 1, 2, 3 Videos, aber Digga, kompletter Bullshit. Ich bin einer der Reaction-Streamer, die 100-mal pausieren und eine halbe Stunde über irgendwas reden und das Video eigentlich gar nicht weiterschauen. Das ist 100% Bullshit. Wie es auf YouTube ist, ich habe keine Ahnung, was die da rauscutten, aber da wird wirklich sehr viel rausgecuttet. Und teilweise wird da das Video rausgecuttet, worauf ich gerade reagiere. Aber wenn da irgend so ein Teil langweilig ist, wird das rausgecuttet. Und manchmal, ja, das macht aber jeder, manchmal rede ich auch einfach während des Videos, während das Video überhaupt läuft.
die Aufmerksamkeit auf das Originalvideo gleich 0. Doch wie gesagt, Hugo ist damit leider nicht der Einzige. Gehen wir jetzt einfach mal über zu Amar. Amar steuert zwar einiges zu seinen Reactions bei, also dazu Sag sage noch ich jetzt was wirklich zu mal mir? gar nichts. Wir gucken mal gleich, weil sonst würde ich... Ja, okay, er sagt nichts, ich mach Kommentar.